Ja, hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Wir haben schon gestern Abend einen Gebetsabend gehabt, heute Abend wieder. Man kann schon sagen, eine betende Kirche ist eine Kirche, die eigentlich aussagt, ohne deine Präsenz Gottes und ohne deine Wunder und ohne, dass du wirklich auch unsere Gebete hörst, haben wir keine Chance, weil wir kennen unsere Möglichkeiten, aber Gebet bedeutet, wir kennen die Möglichkeiten Gottes und wir verknüpfen uns mit der höchsten Instanz, die es gibt, einem Gott, der allwissend ist, allmächtig und auch allgegenwärtig. Und ich finde diese Namen, das gefällt mir immer wieder und ich erwähne das auch immer wieder, diese 3 Namen von unserem großen Gott im Himmel. Heute haben wir ein interessantes Thema und zwar zeigt uns die Bibel etwas, was nach Covid-19 kommt. Ich bin inspiriert worden durch eine Predigt, die ich gehört habe von einer Frau und habe gemerkt, ja, die Bibel hat doch noch relativ viele Dinge, die man so sehen könnte. Und Susanne hat gesagt, lass uns doch gerade am Anfang mit einem Bibelvers beginnen. Und das wollen wir auch aus Matthäus Kapitel 24, Vers 38 bis 42. Du darfst es sehr gerne vorlesen. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dieser Vers sagt ja genau das aus, weswegen wir einfach gemerkt haben, hey, Corona hin oder her, so oder so, wir müssen uns mehr mit dieser Kraft Gottes verbinden. Und das geschieht zum Beispiel durch Gebet. Und da heißt es ja, darum wachet. Und ich finde, diese Bibelvers kann man ja extrem negativ anschauen. Denkt man, oh meine Güte, Gott ist ein harter Gott. Aber man muss immer verstehen, es ist ja nicht so, dass Gott einmal was sagt und dann kam die Sintflut, sondern Gott hat immer wieder gewarnt. Das ist wie wenn ich mit meinen Kindern sage, du, das ist die letzte Warnung und dann denkst, okay, jetzt sei ein bisschen gnädig und man zögert es raus und irgendwann sagt Gott, okay, jetzt ist genug, weil es gibt keine andere Art und Weise, wie wir Menschen das verstehen. Und man muss auch sagen, Susanne, man sagt, 80% von allen Menschen, die zum Glauben an Gott finden in einer Krise zum Glauben. Also nicht, wenn die Sonne scheint, wenn es im Leben gut geht, sagen Leute, ja, für was brauche ich Gott? Ja. Es geht auch ohne Gott geht es gut. Und dann kommt eine Krise und plötzlich merken Leute, oh meine Güte, das Leben ist ja mega sensibel, das Traumschloss zerbricht und das haben wir gar nicht gerne. Man wird ein bisschen so auch abhängig, schwach und alle diese Dinge haben wir nicht gerne. Und dann finden Menschen zum Glauben an Gott. Und genau diese Bibel sagt aus, wir sollten ready sein, jeden Tag, um Gott zu begegnen. Und darum sagt auch die Bibel, man soll die Sonne nicht untergehen über dem Zorn. Also das heißt, auch wenn man Streit mit jemand hat, soll man das noch heute klären, denn niemand weiß, was ist morgen. Und Susanna, lass uns das starten, diese Gebetsstunde, dass uns der Heilige Geist führt und leitet. Wir haben ja immer auch Punkte genommen aus der Predigt vom Sonntag und dennoch ist es für uns eine Stunde, wo wir auch sagen, möge der Heilige Geist uns Gedanken, Impulse auf dem Weg mitgeben, um uns zu segnen, dass es geführt ist und wir wirklich merken, diese Gebetsstunde, das hat was in meinem Geiste, in meiner Seele, auch in meinem Körper mega viel gebracht. Ja, und so sind wir hier, himmlischer Vater, und möchten einfach mit dir in Verbindung treten. Wir möchten beten, die nächsten Augenblicke, die nächsten 3/4 Stunden. Und wir rufen unseren Geist hervor, der die Fähigkeit hat, sich mit deinem Geist zu verbinden. Und wir sagen unserer Seele, dass sie sich dem Geist unterordnet. Wir sagen unserem Körper, dass er sich dem Geist unterordnet. Und wir nehmen das Wort ernst, was da in Matthäus 24 steht, wo es heißt, darum wachet. Hilf uns, Heiliger Geist, dass wir wach werden und wach sind in dieser Zeit. Lass uns diese Gebetszeit zum Segen werden, dass wir einfach wach sind und bereit. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Wenn wir eintauchen in dieses Thema, möchte ich nochmals unser Buch präsentieren, Bete wie niemals zuvor, haben wir geschrieben in der Corona-Krise, und auch Hour of Prayer, dieses Format ist durch das entstanden. Es ist nicht ein Buch, wo uns erklärt, das Gebet ist wichtig, sondern es sind 31 Gebetsformen. Vielleicht sagst du, ja, manchmal nach 3 Minuten weiß ich nicht mehr, was beten, und dann sagst du zum Beispiel, ja, heute nehme ich das Wellengebet, hast du halt noch nie gemacht, und dann steht das Anliegen und das ist ein Gebet formuliert. Also wir haben sogar ein Gebet formuliert, dass es dir auch hilft, manchmal Dinge ganz anders auszudrücken. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die hat 5 Bücher gekauft für ihre Familie und hat gesagt, das wird mein Ostergeschenk werden. Und das könnte auch etwas sein, wo du merkst, da dieses Buch könnte deiner Mutter, deiner Großmutter, was auch immer helfen, um einfach im Gebetsleben unterwegs zu sein. Und ich kann auch sagen, Susanne und ich verdienen nichts an diesem Buch. Das Buch gehört ICF Zürich. Jeder Euro, jeder Pfennig, der da reinkommt, brauchen wir wieder, um Kameras, Mikrofone zu kaufen. Und in dem Sinn ist es eigentlich auch ein bisschen so, kann man sagen, wie eine versteckte, coole Spende. So, man kann das auch bestellen bei diesem store.icf.church. Das ist eine Option, oder auch bei vielen Bücherläden gibt es das. Das ist mega cool. So, jetzt wollen wir eintauchen in etwas, wo ich mega überrascht gewesen bin, und es hat so einen Bibelvers gegeben in der Predigt, das hat mich total aus dem Haus geworfen, weil die Offenbarung ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, sagt man ja, ein Buch, das ist mega schrecklich. Ich bin zum Glauben gekommen, habe Offenbarung gelesen, habe gesagt, oh, Backe, und habe es wieder weggelegt. Und ich glaube, vielen geht es für uns auch so, es ist Mord und Totschlag und Sterne fallen vom Himmel und mega schlimm. Und das Buch der Offenbarung beginnt Kapitel 1, Vers 3, und ich möchte es euch vorlesen. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Also warum sagt das Gott? Also alleine schon, dass man das vorliest, bedeutet eben, dass Gott ist auf dem Thron, egal was kommt, was auch immer passieren möge, Gott bleibt immer auf dem Thron. Und wenn man das vorliest, all das, was kommt, hat eine Botschaft. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und dann geht es weiter. Und glücklich sind auch alle, die es hören und danach handeln. Denn schon bald für sich das alles erfüllen. Ich muss jetzt echt sagen, ich habe diesen Vers noch nie so gesehen. Weil man geht ja gerade schon da rein in die Siegel und all diese Dinge. Und ich möchte einfach Gott Danke sagen für die Bibel. Weil mein Leben ist nicht geleitet durch meine Gefühle. Oder was ich fühle, gleich Wahrheit. Wenn das so wäre, ist es relativ schlimm. Und heutzutage sagen Leute, ja, was ich fühle, stimmt. Nein, ich sage immer, die Wahrheit ist gekoppelt mit einer Aussage, mit einem Fundament. Und das ist der Thron Gottes. Und ich möchte Gott Danke sagen für die Gebote, die Weisungen, die Tipps, die Gott uns auf den Weg gibt, aus einem Grund, damit wir glücklich werden und nicht dumme Entscheidungen treffen. Lieber Gott im Himmel, ich möchte dir einfach Danke sagen für die Bibel, für deine Zusagen, für deine Verheißungen, für dein Coaching. Und du bist ein guter Gott, du bist ein treuer Gott, du bist ein genauer Gott. Und du bist auch ein Gott, der uns wünscht, dass wir aufblühen können in allen Facetten, in allen Bereichen in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du immer wieder ein Repertoire züpfst an Multimedia-Spektakel, um an unsere Herzen zu gelangen. Ja. Und nichts ist dir zu groß, zu aufwendig, zu teuer, zu komplex, um nicht unsere harten, sturen, verbockten, verformten, verprägten Herzen zu gewinnen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du mein Herz erreicht hast, dass das Herz von Susanne erreicht hast, dass Gott auch dein Herz erreicht hat und immer wieder erreicht. Und du mögest uns formen, du mögest uns prägen, du mögest uns Dinge auf das Herz legen, was direkt von deinem Himmel kommt. Und ich bin dir wirklich dankbar für deine Güte, für deine Treue und auch deine Gnade. Amen. Leo, du hast vorher... Darf ich noch ganz kurz? Ich möchte euch im Chat fragen,
Für was bist du dankbar? Schreib das mal rein, weil wenn wir auch interaktiv sind, bedeutet das eben auch, wenn du das reinschreibst, für das so du dankbar bist, ist das gerade ein Gebet zu diesem Gott im Himmel. Also schreibt mal rein, für was seid ihr dankbar? Ja, und währenddem ihr das reinschreibt, hatte ich einfach diese Vorstellung, dass dieser Thron, stell mir den Thron von Gott, von dem du, Leo, erzählt hast, einfach vor, er ist in der Mitte, wir alle sind rundherum. Und während du schreibst, für was du dankbar bist, ist es so, wie wenn diese Dankesaussagen einfach zum Thron hingehen. Und in den nächsten Minuten und Augenblicken wissen wir einfach, okay, in der Mitte steht der Thron Gottes und wir sind alle rundherum und wir platzieren den Thron von Gott auch in der Mitte von unserem Leben. Ja, mega schönes Bild. Und mit diesem Bewusstsein werden wir jetzt einfach nochmal auch in diese Zeit gehen und vielleicht einen Moment uns Zeit nehmen, um das wie innerlich auch so setzen. Ja. Während du schreibst, für was du dankbar bist, einfach Gott im Himmel. Yes. Du bist das Zentrum von unserem Leben. Ja. Du bist das Zentrum von meinem Leben. Ja. Ich gehe aus dem Kreis und stelle dich in den Kreis. Ja. Mega cool. Was wir heute machen, und wir haben ja darüber diskutiert, wie können wir die Predigt vom Sonntag über die Offenbarung, wie kann man das beten? Und wir werden ganz kurz, ich möchte euch einen Überblick zeigen und dann erklären, wie wir das machen. Und ich finde das eben mega cool. Sondern die Offenbarung ist ja aufgeteilt an die 7 Kirchen. Gott hat 7-mal ein Coaching gemacht, was bei gewissen Kirchen gut gewesen ist und nicht. Dann gibt es die 7 Siegel, das ist so eine Einleitung, dann die 7 Posaunen und die 7 Katastrophen. Und ich möchte euch einfach eine Auslegung geben, wie es sein könnte. Es ist mir mega wichtig, vielleicht stimmt das gar nicht, weil die Offenbarung gibt es ja verschiedene Auslegungsformen. Und man soll darüber nachdenken und auch beten, aber es ist so, man könnte das so sehen. So, sage nicht, es ist so. Das erste Siegel, das weiße Pferd, das Gott losließ, ist ganz, ganz interessant, heißt, der Reiter trug eine Krone des Sieges. Und man kann, Corona heißt übersetzt die Krone. Und irgendjemand hat diesem Virus einen Titel, einen Namen gegeben. Und man könnte das so sehen, dass Corona schon in der Bibel erklärt wird, dass dieser Reiter, weiß steht für Sieg, er wird gewinnen und er hat eine ganze Welt lahmgelegt. Und mir geht es nicht darum, das jetzt theologisch zu erklären, sondern man kann das so sehen, dass das erste Siegel Corona ist, da wo Gott eine ganze Welt, jetzt sagen die Leute, es gab ja schon immer Viren und Seuchen, ja, aber dass eine ganze Welt von Australien, eine Insel, von Neuseeland, die ganze Welt, alle zusammen gleichzeitig eine Seuche haben, das hat es noch nie so in dem Ausmaß gegeben. Es war immer lokal irgendwo. Ich möchte jetzt beten. Entweder bist du müde von Corona, sagst, ich mag Corona nicht mehr hören. Vielleicht hast du Angst, dass du krank wirst. Vielleicht gehörst du zur Risikogruppe, wo du merkst, wenn ich Corona bekomme, dann kann es schwierig werden. Vielleicht hast du Sorgen, weil vielleicht du Geld, Finanzen in eine Firma investiert hast. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Ja. Vielleicht kannst du auch nicht mehr reisen. Vielleicht hast du auch Angst vor der Impfung, wenn man sich nicht impfen lässt, was geschieht dann? Vielleicht bist du auch gleichgültig, sagst, ja, komm mal, Corona, hör doch auf. Würde man nicht testen, gibt es kein Corona, habe ich auch schon gehört. So. Es gibt mega viele Settings. Und mir geht es nicht darum, ist jetzt das erste Pferd genau Corona, sondern ich möchte beten, das ist jetzt mega wichtig. Ich möchte beten, dass der Friede Gottes bei uns einzieht. Ja. Und weil da kommt eben genau wieder der Thron zum Zug. Ja. Also, dass wir einfach Entschuldigung, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, aber dass wir einfach beten, egal ob die Angst dich eingenommen hat oder all das, was du jetzt aufgezählt hast, dass wir heute einfach bei diesem Punkt, beim ersten Siegel beten, dass wir das rausnehmen, um was sich jetzt unser Leben so gedreht hat und einfach wieder den Thron reinstellen. Also den Frieden von Gott einfach wieder reinstellen. Da, wo du müde geworden bist, diese Müdigkeit einfach ans Kreuz bringen und austauschen, dass der Friede Gottes kommt. Ja, genau.
Lieber Gott im Himmel, du siehst unsere Gefühlslage, wo wir drin sind, wegen Corona oder mit Corona oder was auch immer das Setting ist. Und es ist schon ein Jahr fast her, wo das uns beschäftigt, die Medien, unsere Gespräche, die Kirchen hat sich das verändert, unser Leben hat sich verändert, Maske, alle diese Dinge. Aber eine Sache hat sich nicht verändert und das bist du, Jesus. Du bist der gleiche vor Corona und du bist der gleiche in Corona und du wirst auch der gleiche sein nach Corona. Du bist der gleiche Hirte, Psalm 23, der Hirte ist immer der gleiche, die Situation mag sich ändern. Und ich möchte dir, Gott, einfach jetzt meine Gefühlslage dir hinlegen, sei es Angst, sei es Wut, sei es Zorn, sei es Gleichgültigkeit, sei es Anklage auf Menschen, die du bringst, sei es Verluste, die du erlebt hast, sei es Niederlage, was auch immer meine, deine, unsere Geschichte ist. Der Friede Gottes ist höher als die Umstände. Ja. Und es ist nicht nur ein Slogan, einen Bibelvers, so ein Schönmacher aufstellenden Vers. Es ist eine Wahrheit und diese Wahrheit hat einen Namen, das ist eine Person und die Person heißt Jesus Christus. Und ich rufe dich, Jesus, jetzt in mein Zentrum hinein. Du bist und du seist und du mögest das Zentrum von allem sein, von meiner Seele, von meinem Körper und von meinem Geiste. Und ich schiebe alles auf die Seite, weil ich kann Dinge nicht ändern, aber ich ändere, dass du jetzt mein Gefühl prägst. Und was man manchmal dann machen kann, ist einfach, dass man so bewusst ausatmet. So, wenn du jetzt alleine zu Hause bist, keine Angst wegen Viren übertragen, kein Problem. Du kannst es ausatmen. Du sagst, diese Müdigkeit, ich atme sie aus. Das ist wie abgestandenes Sauerstoff. Ich atme meine Sorgen aus. Ich atme meine schlechte Laune aus. Ich atme meine Krankheit aus. Das kann man ganz, ganz praktisch machen. Man macht so. Und dann atmet man frische Luft ein. Man atmet den Geist Gottes ein. Der Heilige Geist, erfrische mich, erneuere mich, stärke mich, beflügle mich. Das kannst du alle diese Wörter in dich hineinsprechen und es ist ein Symbol, verstehst du, ausatmen und du fühlst dich auf. Und während du das einfach so machst, kannst du dir auch vorstellen, das Bild von einem Wirbelsturm und im Auge drin, habe ich mir sagen lassen, ist es ruhig. Und dass wir einfach, das sind ja alles Bilder, die nichts anderes aussagen als Jesus ist im Zentrum. Er ist in der Mitte und wir gehen so nahe an ihn heran wie möglich, weil da ist der Friede, da ist die Ruhe. Außenrum stürmt es, aber mit dem Einatmen und Ausatmen machen wir uns bewusst, dass wir uns in seine Gegenwart, in seine Nähe, zu seinem Thron begeben und er ist das Zentrum. Ich möchte euch ein paar Dankbarkeit vorlesen im Chat, weil es sind Gebete. Ich habe euch gefragt, nicht nur, dass der Chat voll ist, sondern es geht wirklich darum, wenn man einen Dank ausspricht, einen Dank aufschreibt und den Dank auch vorliest, ehrt das Gott und es kreiert auch eine Atmosphäre eben. Jemand sagt für das tolle Buch, sagt sie Danke, jemand für die Familie, für die Gesundheit, für die Treue, dann, dass das Wetter wieder schön wird, das ist wirklich so. Für meine Freunde, für Gottes Liebe, für meine tolle Frau. Ich bin dankbar, nicht in die Quarantäne gehen zu müssen. Das ist auch ein großer Dank, ist absolut so. Dankbar für die Gemeinschaft, die Gesundheit, für die Wohnung, für die Arbeit, für die Sonne, für die Familie, für meinen Freund, für meinen Sohn, für dass Gott mich die ganze Zeit versorgt. Auch dankbar für Susanne und Leo, das ICF-Team. Danke vielmals. Dankbar für die Gemeinschaft, dass Gott mein Herz formt. Danke für die CVJM in Lübau. Mega cool. Dort hat die Person Jesus gefunden. Mega cool. Das Reich Gottes hat so viele Facetten. Für die Zwiebeln, die die Person gerade schneidet. Ja, das ist cool. Ja. Jemand sagt, dass ich hier in der Schweiz leben darf, für Bewahrung in Corona, für das gute Wetter, für Gottes Gnade. Ich bin angenommen für the Hour of Prayer, für Gottes wunderbare Gnade. Dankbar für Jesus, für alles, was schon verändert hat. Er ist der gleich gestern, heute in alle Ewigkeit.
Wenn man das so viel vorliest, kann man Tut aus dem einfach gut, ja, oder? ich kann aus dem Schausen gar nicht mehr raus. Und die Bibel sagt eben, dieser Lob ist wie ein Wohlgeschmack, der emporsteigt. Und es ist in der Nase Gottes ein Wohlgeschmack. Und das ehrt Gott und das berührt Gott. Das ist auch so, wenn ich jetzt dir sage, Susanne, du bist eine tolle Frau, siehst gut aus, mit Brille, ohne Brille, hast schöne Haare, schöne weiße Zähne. Und wenn ich jetzt so weitermache, es macht etwas, oder? Das lässt plötzlich alles andere ein bisschen vergessen, wo man hindurchgegangen ist. Und ich finde, all dieser Dank in diesem Chat, lieber Gott im Himmel, denn ich danke dir dafür. Und es sind noch viel mehr Dinge, die wir noch gar nicht aufgeschrieben haben. Und wir nehmen uns diese Zeit und wir sind dankbar für alle Wunder, die du bewirkt hast. Wir sind auch dankbar für die Gebete, die du zum Teil nicht erhört hast, weil nicht alles, wo wir dich darum gefragt haben, war gut. Aber du bist souverän und du bist treu und du bist gnädig. Und wir danken dir einfach, weil du bist ein guter Gott. Ja. Amen. Amen. Lass uns zum zweiten Siegel gehen. Also das erste ist Corona, habe ich es mal so gesagt. Und das zweite das zweite Pferd ist blutrot. Und das heißt, die Liebe wird aus der Erde weggenommen, das ist mega krass, erbarmungslos. Also den Leuten ist es egal. Also wenn schon ein Vater sagt, es ist mir egal, wie es meinem Kind geht, oder eine Tochter sagt, es ist mir egal, durch was meine Mutter geht, dann das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich empfinde, Corona bringt viele Themen hervor. Ich finde, Corona bringt auch viel Hass hervor, auch viel Depression hervor oder auch viel Zorn. Man ist wütend auf gewisse Menschen. Und das Zweite, nach Corona kommt wie eine Season, wo einfach der Hass nimmt zu. Und für was wir beten wollen, ist für deine Familie. Ich möchte beten für deine Familie. Ich kenne nicht deine Familie, ob jetzt du Single bist, verheiratet bist, verlobt bist, in einer Freundschaft drin bist, ob du geschieden bist, vielleicht sogar verwitwet bist, was auch immer deine Story ist. Aber wir wollen bewusst beten, dass Gottes Friede in deine Familienkonstellation reinkommt. Und es gibt in jeder Familie immer man sagt ein schwarzes Schaf, eine schwierige Person. Und wenn du niemand in der Familie gefunden hast, die schwierig ist, dann bist es du selber, sagt man. Und mir geht es nicht darum, dass wir jetzt bewusst zusammen beten, dass das erbarmungslose Streiten keinen Platz hat, weder in dir drin, noch in deiner Familie, noch in deiner Kirche, noch in deiner Firma, wo du arbeitest, noch in deiner Berufsausbildung. Nada, nix, zero. Ja, und dass da, wo wir selber vielleicht das Schwert in die Hand genommen haben, dass einfach wir das Schwert hinlegen können und einen Geist der Vergebung empfangen können. Einfach der großzügig vergibt, dass wir die Ersten sein können, die einfach diese Vergebung aussprechen können, die eine vergebende Haltung haben können. Und dann sehe ich so, dass einfach etwas Weißes von uns ausgeht und das Rote wird zugedeckt damit. Und ich möchte einfach beten, himmlischer Vater, du siehst einfach diesen Streit, dieses Unverständnis füreinander in den Familien, und wir empfangen einfach diesen Geist der Vergebung, den du freigesetzt hast, vorgelebt hast und den du errungen hast auch am Kreuz. Du hast gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir legen einfach das Schwert in unseren Familien, in unseren Herzen, wo auch immer wir einfach so auf Angriff gehen möchten. Wir legen das Schwert vor dir nieder und sagen, Jesus, hier hast du es. Hilf mir, dass ich Vergebung in die Familie bringen kann, dass ich die Stiefel mit der Bereitschaft, den Frieden zu bringen, einfach wieder anziehe, anstatt das Schwert zum Kampf. Und für Recht sorgst du und ich lege das Schwert ab. Für Gerechtigkeit sorgst du und ich lege das Schwert ab. Komm, Heiliger Geist, wirke du das Wunder in unserem Herzen, dass wir für Vergebung aufstehen können und einfach die Arme weit aufmachen, weil uns selber vergeben worden ist und du uns reingewaschen hast und das Rote, die Sünde in unserem Leben zugedeckt und weggewaschen hast.
So hilf uns, dass wir vergeben können. Ja. Wir beten, dass der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft, er ist höher als alles Wissen und auch jeder Verstand, ist eine andere Dimension, bete ich in deine Familie hinein. Und ich bete, dass der Geist des Streites, der Geist von, man tötet sich mit Worten, man tötet sich mit Blicken, man tötet sich auch mit Taten oder Dinge, die man nicht tut. Ja. Ich sage, dass dieser Geist muss aus deiner Familie im Namen von Jesus Christus raus. Und das Erbarmungslose ist nicht unser Fundament, sondern wir haben einen gnädigen Gott. Gnade bedeutet nicht verdient. Man kann es nicht kaufen, man kann es nicht erwerben, es ist ein Geschenk. Ja. Und das bete ich über deiner Familie. Amen. Amen. Das dritte Siegel, und das ist ein drittes Pferd, was man sagt, Corona, dann kommt Streit, das ist im Moment auch so, und dann kommt eigentlich das dritte Pferd, das ist ein schwarzes Pferd, das hat in den Händen eine Waage, und wenn man das durchliest, heißt eigentlich, man kann für einen Tageslohn nur 1 Kilo Weizen oder 3 Kilo Gersten kaufen. Und das ist ein Bibelvers, der uns sagt, es kommt eine Finanz- und Wirtschaftskrise. Und ich habe gestern gelesen, dass durch die Lockdowns auf der ganzen Welt 5 Billionen Schweizer Franken vernichtet worden sind. Und das ist die Zahl, die kann ich gar nicht mehr rechnen. Und viele Leute, die auch in der Bank arbeiten oder was im Finanzsystem drin sind, sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis das die Blase explodiert oder zerstört wird. Ich möchte mit dem nicht uns Angst machen, weil die Bibel sagt am Ende vom Tag immer wieder, Gott ist unser Versorger. Ja. Aber es könnte gut sein, dass das Corona uns eine Wirtschaftskrise weltweit hinein manövriert, wo krass ist. Und die Bibel sagt, das wird kommen, ob es das jetzt ist oder nicht, I don't know. Aber ich kenne nicht deine Situation. Aber wir haben viele Leute auch in unserer Church, in unserem Freundeskreis, die haben eine Firma aufgebaut, die haben vielleicht arbeiten in einem Restaurant, Tourismus, Fitnesscenter. Für die ist Corona richtig hart. Ich meine, wir können ja schon sagen, die einen, die verdienen mehr, die einen machen Homeoffice, aber es gibt viele unter uns, die gehen durch eine ganz krasse Zeit hindurch. Die wissen nicht, ob sie das überleben finanziell. Und wenn man dann etwas auch in den Konkurs schicken muss, das ist ein heavy Weg. Und mir ist es mega wichtig, ich möchte einfach beten für deine Situation, für unsere Situation, für deine Church, wo du drin bist, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Paulus hat es gesagt, ich hatte viel, ich hatte aber auch wenig. Ich hatte warm, ich hatte kalt. Ich hatte gute Tage, ich hatte schwere Tage. Ich wurde verfolgt, ich wurde nicht verfolgt. Also mit anderen Worten, er hat alles erlebt. Und das ist die Spannung, wo wir drin sind. Die einen, die blühen auf, in Corona werden reicher und andere werden ärmer. Die Schere geht auseinander. Aber jetzt sagt Paulus, ob ich reich oder arm, viel oder wenig habe, das sagt Paulus im Römerbrief, Gott ist mein Versorger. Und ich finde es so cool, wie er das auf den Punkt bringt. Ja. Und Susanna, bete doch einfach für uns, für die Versorgung Gottes, und das meine ich für alles. Das möge finanziell sein, für deine Arbeitsstelle, für deine Firma, für deine Kinder, was auch immer wir gerade drin sind. Ja. Und himmlischer Vater, wir anerkennen heute, dass du unser Versorger bist. Nicht unser Bankkonto, nicht unser Job, nicht unser Arbeitgeber, sondern wir tauschen auch da wieder etwas aus und sagen, du bist in unserer Mitte. Und von dir heißt es in den Psalmen, dass du zur rechten Zeit deine Hand öffnest und deine Geschöpfe sättigst. Und du sagst zu deinem Volk, von mir sollst du alles erwarten. Und so schauen wir heute, jetzt in dem Moment, egal wie unsere Umstände aussehen, von unseren leeren Händen, von unserem Mangel weg zu dir und sagen, Gott, von dir
erwarte ich, dass du mich versorgst. Und ich bitte dich einfach, dass du, Gott im Himmel, aktivierst nach deinen unerschöpflichen Möglichkeiten und einfach gibst. Ja. Du bist ein Gott, der gerne gibt. Du hast das Volk Israel in der Wüste versorgt, 40 Jahre lang mit Nahrung vom Himmel. Ja. Und genau so bist du auch heute noch, weil es heißt, du bist der gleiche gestern, heute und für immer. Und deswegen schauen wir auf dich und wir erwarten von dir, dass du gibst. Ja. Ja. Und den Mangel ausfüllst, weil es heißt auch im Psalm 23, dass uns nichts mangelt. Ja. Ist es nicht cool, einfach zu wissen, wenn es stürmt links und rechts und alles geht rüber und runter, einfach zu wissen, Jesus ist eine feste Bank, er ist ein Anker. Ja. Er hat alle Reichtümer. Er ist ein Felsen. Ein Fels bedeutet, der bewegt sich auch in 100 Jahren noch nicht, normalerweise. Das 4. Siegel, wo wir beten wollen, ist, dann kam ein Aschfall, sehr ein fahles Pferd. Das steht für Seuchen und Niedergang. Und es ist krass, dieses Pferd bekam die Macht, 1/4 der Erde und die Menschen durch Krieg, Hungersnöte, Seuchen und auch wilde Tiere dahinraffen. Also, wenn man jetzt das so liest, dann ist der Punkt gekommen, wo die Offenbarung uns Angst macht. Aber was ich will und für was ich jetzt beten möchte, ist einfach für die Bewahrung Gottes. Ich bete, dass Gott uns beschützt und bewahrt. Das heißt in den Psalmen, dass wir nicht mal unseren Fuß an einen Stein anschlagen werden, weil Gott uns den Engeln befohlen hat, uns zu tragen. Und ich möchte für das jetzt beten, dass Gott dich trägt. Also ich möchte nicht Angst sagen, oh meine Güte, jetzt kommt ein Krieg, jetzt kommt eine Hungersnot, jetzt kommen Seuchen. Wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen. Ja. Und immer, wenn die Angst, die klopft ja an unsere Türe. Also Angst wohnt ja nicht in uns. Die Angst klopft an der Türe und wenn ich aufmache, dann kommt Angst in mein Leben hinein. Aber wir können auch die Angst wieder sagen, du warst zu lange bei mir, du darfst auch wieder gehen. Ja, und das erinnert mich einfach an deine Mutter. Wenn hier vom Tod steht, sie ist ja gestorben Ende November und sie hatte keine Angst. Sie hatte keine Angst vor dem Tod und das ist so ein Zeugnis für Menschen, die zurückbleiben, zu sehen, dass jemand einfach den Mut hat, auch zu sterben, wenn es Zeit ist. Und ich habe gerade gestern wieder so eine Geschichte gehört von einem Mann, der, einfach Krebs hat im Endstadium und eigentlich menschlich gesehen unheilbar ist und er hat das erzählt und ein Leuchten auf seinem Gesicht gehabt. Das war übernatürlich, weil er hat gesagt, ich bin bereit, meinem Schöpfer entgegenzutreten. Wow. Und das ist einfach das Gegenstück zu diesem Bibelvers. Das Gegenstück zu diesem Vers, wo heißt, Seuchen, Hungersnot rafft die Menschheit weg, aber wir wissen, selbst wenn uns das zustößt, wohin wir kommen, also was uns erwartet. Genauso wie deine Mutter, die den Mut hatte, den Tod in die Augen zu schauen, oder dieser Mann, der gesagt hat, hey, ja, es ist schlimm, er weiß nicht, wird es sehr schmerzvoll, wie lange geht es noch, 3 Wochen, 3 Monate, aber er hat ein Leuchten im Gesicht, weil er weiß, dahinter trifft er seinen Schöpfer. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, Jesus, dass du dem Tod den Schrecken genommen hast, dass du den Weg bereits frei gemacht hast, dass deine Liebe vom Himmel bereits zu uns auf die Erde gekommen ist und so ein Feuertunnel gemacht hat, wo wir durch schreckliche Zeiten hindurch einfach kommen können und wissen, am Ende können wir dich treffen, weil du den Weg bereits gemacht hast und weil du der Weg selber bist. Danke, hast du dem Tod den Schrecken genommen. Und das sprechen wir einfach aus. Und wir nehmen das Schreckliche, das Tote aus unserem Leben, aus unserer Mitte, die Furcht, die uns im Nacken steckt, und nehmen das einfach weg. Wir geben es ans Kreuz und empfangen einfach die Auferstehungskraft, die du möglich gemacht hast.
Und ich bete auch, dass du umgeben bist von Engeln in deinem Leben. Ja. Das ist auch etwas, Engel ist etwas, was wir Christen oft überlesen. Aber die ganze Geburt von Jesus waren Engel das Thema. Der Anfang der Bibel sind Engel ein Thema, sind immer ein Thema. Und Gott hat Engeln befohlen. Und ich möchte dir Gott Danke sagen, dass du Engel befohlen hast, Engel geschickt hast, auch um uns zu tragen. Da wir uns das vielleicht gar nicht merken. Und ich segne dich einfach, dass du weißt, mein Gott ist meine Burg, mein Gott beschützt mich, mein Gott leitet mich, mein Gott feuert mich an, aber ein Gott, der mich begleitet in allen Situationen von meinem Leben. Amen. Und mir kommt einfach der Bibelvers in den Sinn, wo es heißt, es ist dem Mensch gegeben, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und das erinnert mich wieder, was wir ganz am Anfang gelesen haben. Da heißt es, darum wachet. Und auch das ist so ein Wachen, dass wir wissen, wir leben einmal, dann sterben wir irgendwie, irgendwann und danach kommt das Gericht. Aber dafür hat Jesus vorgesorgt und dieses Geschenk dürfen wir einfach annehmen. Das 5. Siegel, wir wollen ja alle 7 Siegel durchbeten heute, ist, die Märtyrer werden getröstet. Und das ist auch noch krass. Da waren alle Menschen, die man getötet hatten, weil sie treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, wartet noch kurze Zeit, bis sich das Schicksal eurer Geschwister, eurer Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat, die auch noch für das Evangelium umgebracht werden. Und wenn man das so liest, als Schweizer, als Deutscher, als Österreicher, denkt man, keine Ahnung, aber man sagt, 80% der weltweiten Christen werden verfolgt. Ich denke an Indien, es gibt Bereiche ja auch in Asien, es gibt ganze Bereiche in China, Bereiche in Irak, Syrien, wo man nicht einfach so Christ werden kann. Da sagt er, heute gehe ich mal die Bibel durch und ich gehe mal in die Church. Und das ist eine Wahrheit und darum haben auch wir uns in ICF entschieden, AVC, das sind für verfolgte Christen, uns einzusetzen, weil dieser Bibelvers sagt eben, die leiden und Gott wird sie beschenken. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle beten für alle verfolgten Christen auf dieser Welt, für Missionaren, die ihr Leben gegeben haben für das Evangelium, vielleicht auch ganze Familien, die mega viel Leid erlebt haben, weil du dich für Jesus entschieden hast. Vielleicht bist sogar du selber, du merkst, weil du gläubig bist, hast du gewisse Freundschaften nicht mehr oder hast einen Job nicht bekommen oder bist gemobbt worden. I don't know. Aber ich möchte jetzt wirklich ganz bewusst beten für die Christen, die auf der Welt verfolgt werden, dass Gott sie einfach segnet. Und es scheint bei denen, dass nicht die Umstände der Grund ist, dass sie gläubig sind. Also das ist eine Substanz in ihnen, wo so eine krasse Überzeugung ist, wo alles rundherum keine Bedeutung hat für das, was Christus in uns drin ist. Und ich finde das eben mega schwierig, weil wenn man in der Schweiz, wenn man in Europa wohnt, uns geht es mega gut und wir haben, ist auch ein Segen, ist ja kein Thema. Aber manchmal macht es das Segen auch schwierig, weil wir eben nicht mehr ganz genau wissen, was bedeutet denn Jesus effektiv? Also was heißt denn das? Er ist meine Freude. Lieber Vater, wir beten für alle verfolgten Christen, für die Frauen und Männer, die aufgrund des Evangeliums im Gefängnis sind, vielleicht gefoltert werden, gemobbt werden, ausgeschlossen worden sind in Familien, in Freundschaften, auch in der Gesellschaft. Und ich segne sie mit deiner Autorität, dass niemand und nichts sie aus deiner Hand entreißen kann, sondern ich versiegle sie mit deiner Kraft des Heiligen Geistes. Ich bete auch für die Frauen und Männer, die jetzt mit uns mitbeten, die aufgrund vom Evangelium vielleicht eine Partnerschaft verloren haben, vielleicht ausgelacht werden, vielleicht auch Streit in die Familie kommt, weil du als extrem, radikal, negativ in dem Sinn abgestempelt wirst. Und ich segne dich, dass du weißt, die Freude an meinem Gott ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich und werde ich diese Mauern überspringen.
Und wir beten, dass du diesen Schleier, der sich gelegt hat über gewisse Geschwister oder auch Menschen, die vom Evangelium, nicht das Evangelium nicht sehen, die verblendet sind. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, diesen Menschen die Augen öffnest. Ja. Und dass du eine Machtdemonstration des Himmels kreierst, ja, wo diesen Menschen bewusst wird, du bist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und das erinnert mich einfach an die Geschichte von Stephanus. Auch er wurde gesteinigt als Märtyrer. Und während er gesteinigt wurde, sah er den Himmel offen und der Sohn Gottes zu Rechten sitzen oder stehen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und genau das bitten wir einfach, dass die Menschen, die jetzt gefoltert und einfach verfolgt werden, dass sie mehr sehen, als was man mit dem natürlichen Auge sieht. Dass sie Dinge mehr sehen, als sie einfach die Schmerzen des Körpers sind. Das bitte ich einfach genauso, wie das Stephanus gesehen hat. Amen. Amen. Das 6. Siegel, es werden Zeichen am Himmel und auf der Erde geschehen. Ich möchte nicht diesen Bibeltext lesen, weil er ist mega lange, aber ich möchte dir eine Sache dazu erklären, weil man das sehr, sehr schnell missverstehen kann. Und zwar, Gott kreiert eine Machtdemonstration. Weil in Ägypten bei diesen 10 Plagen hat Gott eigentlich 10-mal einen Gott der Ägypter angegriffen. Er hat gesagt, weil die Ägypter haben gewusst, wir sind stark, wir sind schlau, wir sind mega innovativ. Und Gott hat jeden Götter von den Ägyptern bei jeder Plage angegriffen. Er hat gesagt, euer Gott ist stark, ich bin stärker. Es war eine Machtdemonstration gegen die ägyptischen Götter und eine Machtdemonstration für das Volk von Gott, weil sie haben es gesehen, unser Gott Jahwe, der ist gewaltig. Und im 6. Siegel ist genau das Gleiche. Du kannst jetzt lesen und denken, oh meine Güte, der Himmel und das und jenes ist geschehen. Negativ. Oder Gott sagt, alle eure versteckten Götter. Und wir nennen es nicht so. Wir nennen das nicht so. Globalisierung hat eine Tendenz vom Turmbau zu Babel. Es gibt keine Grenzen mehr. Wir können alles zusammen erreichen, bös gesagt. Es gibt viele Tendenzen. Und Gott sagt, alle eure Götter, wie auch immer sie heißen, Technologie, Innovation, alles ist nicht falsch. Aber manchmal glauben wir sind intelligent, wir können alles, wir können auch Corona besiegen, wir können die Welt verändern, wir können CO2-neutral werden, wir können das machen. Und es ist alles nicht falsch. Aber Gott sagt, alles, was ihr glaubt, ihr seid krass, ich bin größer. Und ich möchte jetzt Gott Danke sagen für jedes Wunder, das Gott in deinem Leben bereits demonstriert hat. Weil die Bibel sagt, vergesset nicht die Güte und Treue und Barmherzigkeit von unserem Gott im Himmel. Lieber Gott, wir nehmen uns Zeit als eine Hour of Prayer Community, um dir jetzt einfach Danke zu sagen für alle Zeichen, für alle Wunder, die du in unserem Leben bewirkt hast. Wir können es nicht aufzählen, weil vieles haben wir auch wieder vergessen. Aber wir wissen, du bist ein Gott, der über Zeit und über Raum und über Möglichkeiten steht. Und dir gehört alle Ehre. Ehre bedeutet, ich gebe dir Gewicht, ich gebe meinem Gott Kabot, hebräisch, Kabot, ich gebe meinem Gott mehr Gewicht als den Umständen, wo ich drin gewesen bin, vielleicht sogar noch hineingeraten werde, I don't know. Aber ich gebe dir mein Gewicht, weil ich weiß, du stehst zu deinem Wort. Bevor nur ein Wort aus der Bibel sich nicht erfüllen würde, werden Himmel und Erde zergehen. Jetzt überleg dir mal dieses Commitment, der dieser Gott im Himmel macht. Das gesprochene Wort Gottes wird nicht vergehen. Würde Himmel und Erde zergehen, und das ist in meinen Gedanken schon unmöglich. Und das ist eine Zusage von unserem Gott im Himmel. Das 7. Siegel, und ich möchte das ganz kurz vorlesen. Oder Susanne, lest du das ganz kurz vor? Oder soll ich das vorlesen? Ich lese ganz kurz vor. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Ey, das ist mega ermutigend. Also da ist deine Mutter dabei, dein Vater dabei, dein Sohn, deine Tochter, deine Verwandtschaft ist da dabei. Menschen kamen aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. So standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand.
So, was ich dich jetzt im Chat fragen möchte, und das habe ich auch gestern Abend gefragt, schreib den Namen rein von der Person, wo du dir wünschst, dass sie auch vor dem Thron Gottes steht. Und dann werde ich durch die Namen mit dir hindurch beten. Ja, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis sie die Namen einschreibt, aber wie cool, dass wir jetzt einen Moment zusammen nehmen können, wo wir sagen, hey, für diese Menschen beten wir, dass sie unter diesen Nationen, unter diesen Stämmen, unter diesen Völkern sind, wo einfach mit diesem weißen Gewand der Gerechtigkeit von Jesus Christus gekleidet sind. Nicht, weil wir selbstgerecht sind, nicht, weil wir selber so gut gemacht haben, sondern einfach, weil wir anerkennen, ich bin nicht ohne Fehler. Ja. Ich mache Fehler und ich brauche jemand, der diese Fehler wegwäscht und vergibt in meinem Leben. Und wir beten für all diese Menschen, die wir jetzt auf dem Herzen haben, deren Namen wir in den Chat schreiben. Sie kommen schon rein und du... Schaut doch noch rein, und ich möchte noch einen Vers lesen, ihr könnt auch reinschreiben, und dann werden wir auch durch die Namen wirklich werden sie proklamieren. Das 7. Siegel ist ein Schweigen im Himmel. Warum ein Schweigen im Himmel? Als das Lamm das 7. Siegel aufbrach, war es im Himmel eine halbe Stunde lang völlig still. Weil wenn Gott die Scharen von Menschen sieht, die vor ihm stehen und ihn anbeten, ist das höchste Gefühl, das Gott hat. Er hat uns Menschen kreiert als Gegenüber. Und plötzlich steht das Gegenüber, das Gott geworben hat vor ihm. Und Gott ist begeistert. Gott erschuf Himmel und Erde in 6 Tagen, aber am 7. Tag hat es angeschaut, war begeistert, hat es genossen. Und darum das 7. Siegel bedeutet, Gott ruht, Gott schweigt und sagt, boah, krass, all das hast du bewegt. Also, lieber Vater im Himmel, wir beten für Nele, wir beten für den Christoph, wir beten für Leo und Nadine, für Helite, für Jörg, für Galita, Lorena, für Eva, für Ruth, für Peter, für die Tochter, für Sandro, für Marcel, für Jasmin. Wir beten auch für Marianne und den Simon, für den Freund und auch die Tochter, für Aaron, für Scott, für Ulrike, für Natascha, für Jenna, für den Josef, für Gudrun, Annette, Andreas, Manuela, Andrea, Johannes, Tina, Rike, Cassina, Fininia, Manuela, Stefanie, für den Stefan, für die Mitarbeiter, für Michael, Nicole, für die Eltern, für Lissy, für Elisabeth, für Annette, für Enrico, Jenny, Paul und so weiter und so fort. Jeden einzelnen Namen, lieber Jesus, siehst du, jeden Namen erhörst du, für Anne, für Clea, für mir, für den David, für den Sven. Es hört nicht mehr auf, lieber Vater, wir halten dir alle diese Namen dir hin. Ja. Alle diese Namen dir hin. Auch dieser alkoholabhängige Ehemann, auch diese schwer depressive Ehefrau, auch diese Frau, die einfach in der Ehe abgehängt hat. Sie alle halten wir dir hin und bitten dich einfach, dass du kommst und sie berührst und deine Reinheit und deine Herrlichkeit und deine Liebe und deine Sonne über ihnen aufgehen lässt und in ihr Herz hinein deine Liebe gießt und sie dich erkennen. Und alle diese Namen sind im Chat, wir bringen die dir vor den Thron Gottes, du hast gesagt, wenn 2 oder 3 beten in deinem Namen und wir sind uns einig, um was wir bitten und beten, wirst du es erhören. Und ich proklamiere deine Zusage und bevor sich das nicht erfüllt, vorher wird Himmel und Erde zergehen. Du klopfst an diese Herzen, lieber Gott im Himmel, du kannst Herzen leiten wie Wasserbäche und du hast dein Blut zerbrochen, dein Leib brechen lassen für alle diese Namen. Und wir segnen sie, wir öffnen ihre Herzen, ihren Geist, ihre Seele und dass sie vor dem Thron Gottes stehen werden und werden bewegt sein über deine Güte und auch über deine Treue. Alle diese Namen, du kennst jede Person bei Namen, jeden Menschen hast du geformt und geprägt im Leibe der Mutter. Keine von diesen Menschen ist per Zufall da, von Gott zugefallen, aber nicht zufällig. Und wir segnen sie einfach, weil ihr seid die Schöpfung Gottes, ihr seid die Krönung Gottes, ihr seid das Höchste, was Gott jemals kreiert hat, im Namen von diesem wunderbaren Jesus. Amen. Amen. Ich möchte euch 2 Dinge das Herz legen. Vielleicht möchtest du heute Abend mit uns wieder beten um 7 Uhr. Wir haben eine Gebetswoche. Wir beten, aber eine betende Kirche ist eine starke Kirche, weil wir uns abhängig machen mit der Kraft Gottes.
Und wenn du noch nicht den YouTube-Kanal von ICF Zürich abonniert hast, dann klick doch einfach unten rein. Weil, und auf die Klingel, weil dann bekommst du alle Nachrichten, wann wieder etwas online ist und wann wieder etwas live ist. Gerade von dieser Gebetswoche auch, dann wirst du immer schön daran erinnert. Und das andere ist einfach, wenn du Leute kennst, wo du denkst, dieses Format vom Beten wäre genau ihr Ding, dann schickt doch den Link. Und ich kann es euch sagen, es ist ja kostenlos, gratis. Wir haben noch nie für eine Kollekte Geld eingesammelt im Hour of Prayer. Vielleicht ist es auch aufgefallen, weil es ist wirklich ein Format, das wir uns schätzen, weil wir beten mit euch zusammen. Es ist auch unsere Gebetsstunde, by the way, wo wir uns vom Heiligen Geist inspirieren lassen. Und ich bin mega dankbar. Corona hat viel Schaden bewirkt, aber auch gewisse Dinge sind extrem positiv. Also wir wären nicht vor dieser Kamera, wir würden nicht the Hour of Prayer machen, wäre nicht Corona gekommen, und es hat keine Grenzen mehr. Du kannst wohnen, wo du wohnst, von Amerika bis Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, spielt keine Rolle. Und das ist das Schöne daran, dass durch Corona Gott uns neue Tools gegeben hat, um ganz einfach, und auch egal, was für eine Kirche du dazugehörst. Du musst nicht ICF dazugehören, um mit uns zu beten, sondern wir haben ja kein Logo. Außer jetzt das Adidas hier. Wir haben ja kein Logo, verstehst du, was ich meine? Sondern unser höchster Wert, den wir haben, ist Jesus. Und der ist der gleiche in allen Churchen. Und das finde ich mega cool, dass wir so über Grenzen, Denominationen zusammen den Kopf hinstecken können und beten können, dass Gott Wunder vollbringt. Also, vielen Dank, wart ihr dabei. Ich danke dir, Gott im Himmel, für die Inspiration, für die Gebetserhörungen und einfach, dass du ein guter, treuer und auch gnädiger Gott bist. Also Gottes Segen und Tschüssi. Mach's gut. Bis bald, bye bye. Ciao.